Dat ganz geht dünn, ich will ein Problem, und ich kann nicht schon die zu summen, und ich versuche ein Filchen daraus zu formen. Hayaslo, so ein Filchen, den ich schon für eine längere Zeit gemerkt habe, den also schon drischen, der führt zu einer hellen Farbe. So ganz makaber spießen ich den ab mit einer großer Null von der Welt. So. Und da lehne ich den auf ein Köst, die ich mal gemerkt habe, oben drauf. Und die Gesiedlung guckt Haltschicht vom Filchen raus. Und die andere Haltschicht lädt an der Köst. Ich hatte die Köst voll Gips. Und dann entsteht eine halb pickfüllige Form. Die sieht dann, wenn sie fertig ist, so aus. Und dann baue ich mir eine Heichköst, ich kann nur rausziehen, ich baue mir eine Heichköst rundherum, ich hatte einen Gips drauf. Und da kriege ich die zweite Haltschicht. Das ist dann die andere Seite vom Filchen. Aber wenn ich die zwei Haltschichten zusammenhole, kriege ich ein ganzes Filchen daraus. Ich muss dann aber nur den Lehm dran drücken. Das kann ich euch auch weisen, wie das in Wirklichkeit geschieht. Ich hole mir zwei Haltschichten von der Form und die fülle ich mit Lehm. Und da habe ich mir schon ein paar so kleine Bananenlehm präpariert, die schon gut geknirt sind, und die lehne ich dann an die Form dran. Und ich versuche sie schön ranzudrücken. Und mit dem Daumen versuche ich spannend dran einen Hohlraum zu schaffen. Für dass der Filchen eher noch hohl ist, weil wenn er nicht hohl ist, kann ich ihn nicht zum Pfeifen bringen. So, ihr seht schon, mein Lehm ein bisschen gut gemoost. Es geht ein bisschen mehr hoch wie die Form, als der das gut will. Wenn ich nur die zwei Haltschichten zusammenquetschen, dann muss das auch unten halten. So, bis die zwei Haltschichten einigermaßen gut sind, dann sitzen sie gleich dick. Ich muss aber das unten passen, für das der unten hält. Helfe ich noch ein bisschen mit Wasser noch. Ich meine, rundherum noch ein bisschen nass, ich kann das auch mit einem Hölzchen machen. Das ist einfach Wasser, das schützt, dass es ein dummi pechig ist und dann ein bisschen besser hält. Dann drücke ich meine zwei Haltschichten oben hin. Ich presse sie ganz fest, dass sie gut zusehen. Und dann muss ich das während einer gewisser Zeit stehen lassen. Ich habe aber schon ein bisschen zu viel geschafft, hier ich das können zu weisen. Dafür können wir nur eine Form holen, die schon mal lang gefüllt ist. Und da kann ich die abmachen, vorsichtig. Und dann kommt mein Filchen raus. Log sieht dann nicht ganz schön aus. Dadurch, dass ich die zwei Haltschichten zusammengequetscht habe, stehen die Brohnen weg. Und die muss ich dann ein bisschen botzen. So, da hat schon ein bisschen in eine gute Form. Ja, nur wenn er ganz gedrischen, das kann ich noch mit Glaspapier, mit Schwamm ein bisschen nachhelfen, für das noch wirklich schön glatt rundherum geht. Wie gesagt, das machen wir hier noch. So, da lasse ich noch ein bisschen rasten, dass er ein bisschen unrichten kann, und dann machen wir einen Pfeif dran. Erst dann ähnlich schon ein bisschen angedrischen, da kann ich das dann auch weisen. Aber für die Pfeif zu machen, müssen wir ein paar Löcher an den hohlen Bauch drücken. Da wird man für die 3 Handen so groß Lach gemacht. Aber mit einem schmalen Pälchen machen wir dann ein ganz dünnes Bloßlächelchen. Dass der Lehm nicht direkt oder geht, muss man das ein bisschen proper machen. Und dann ziehen wir die Pälchen raus. Und dann müsst ihr viel schon pfeifen. Ein Ton hört schon. Normalerweise immer gewinnt, dass die Vielerche Kuckuck machen. Dafür kriegt noch ein Zweitlach. Schon hört es einen Ton.
Lo derf ich natürlich gut nicht viel darüber trifle go, weil wenn ich die Schwänzchen nur ein bisschen deformieren, dann klappt das nicht mehr richtig und da pfeift noch nicht mehr. Obwohl ich mich spät sind viele gedrechen, sind die Farbe ein bisschen changiert, sie sind mir gelzig gehen. Lo muss ich sie nach schön glatt machen und das manchmal mit einem Schwamm gehen sie ein bisschen verbotzt. Aber wenn ich das da fertig schon, dann kann ich es an die Nöwe setzen, da können sie gebackt gehen. So, die meisten reckelt all der Minuten und schauen die Deckzeit, dass die Filerchen auch gebackt gehen. Wir setzen sie an den Keramiksofen ran, einen neben den anderen, bis das die Nöwe gefüllt ist. Dann machen wir den Nöwen zu, wenn er ganz voll ist, und wir lassen ihn backen bis auf 950 Grad. Dann ist aber die Filzchen noch nicht ganz fertig, weil wir müssen sie dann rausholen und dann müssen sie eine Glasur kriegen. Die Zeit ist also weitergegangen, Filerchen sind gebackt, sie sind erst im Öfen geholt gehen, und von dem gelben Filzchen, den es war wie ein Dracomas, als lohe Rode gehen. Für was changiert den Farb? Mir ganz einfach, der Lehm hier aus der Gegend ist stark eisenhaltig und dafür gibt das Filzchen rot. Es gibt zwei verschiedene Sorten Lehm, hier ist eine andere Sache, den ist nicht gebackt, das ist ein Lehm, den nicht aus unserer Gegend stammt, mehr den von anderwärts kennt. Das Resultat hat nur gesagt, den aber keinen Unterschied mehr, es geht gerade so an der Farbe wie die Nussblätter. Es sind auch Leute, die heute zu Nussbild nicht mehr mit Nussbilder Lehm schaffen. Die verschaffen also den Lehm sicher und wollen dann eine Grove raus, putzen ihn daheim und sie drehen ihn dann mit echt Nussbilder Lehm. Und das immer bei meinem Kollegen Usch gucken, der schon lange da am Gang ist und den das wirklich meisterhaft macht. Und hin drehen doch sich Filerchen Türen, möchte sie nicht erformen. Das also als nächste Etappe. Ich will den Lehm rauslehnen, lo bei Teizung. Und da gibt es heute wie ich stehen. Ich kann ein Stück weisen. So stehen also lo wie ich stehen heute. Der Lehm ist ausgedreschen, praktisch. Und die wird da geholt, wird dann die umgebaute Waschmaschine hier gelöst. Und wenn du eine Stunde dran liegt, saugt der begierlich Wasser und weil ihr abdreschen das. Und dann zerfällt, geht der ganz Mief. Und wenn dann den Apparat hier rundherum dreht, dann wird er abgelöst an dem Becken, an dem Wasser, an der beste Lehm, die richtige Guten, den löst sich wie am Wasser ab und das schlecht, was Steine sind, die lösen sich überhaupt nicht ab und die bleiben proper dran liegen. Der Bulli wird abgerührt, dass es homogen ist und dann wird noch die Gipse Placken durchgeschotten an der Kette. Hier ist die Kette, ich hatte ihn noch rauf geholt. Da wird dort dran geschotten. Voll, und wenn er nicht steht, dann hat der Gips die Wasser, das meiste Wasser oder das überflächliche Wasser aufgesaugt und dann bleibt der Ton drauf liegen. Und dann kann er von der Gipseplaque rauf rollen. Da kann ich sich auch weisen, wenn er dann hier abmischt, dann kriegt er das hier schön so abgerollt rauf. Voilà, hier ist es. Lehm, den lo fertig ist für den Tour. Der Lehm, den wir hier raufgeholt von den Gipseplacken, den habe ich dann hier in der Hand. Und nun muss man das hier als die Operation für alle Guren, die kleinen, eventuell Luftabschlüsse, die da dran sind, rauszukriegen. Dafür klappt den Lehm so zusammen, da geht es erstens homogen. Für das alle Luft raus ist, möchte ich dann so einen Schneeklatz sein. Das Lehm und dann knüpft den hier auf den Tour. So. Nu hast du gut durchgepasst. Und so gehen wir zu der Kanne, für alle recht fangen nass, ganz dran. Dann ist der Genuss. So. Und dann drauf. Und die hier haben für die erste, weil dreht ja so, nicht so, sonst geht bei der Deive. So. Und dann ist die Knopf schon viel mehr geduldig. Gell? Dann hast du schon bald riecht. So. Dann hast du gut zentriert, dann machen wir den nächsten Filz. Dann fangen wir dran.
innen de Bauch, den Hals an de Kap. Und so, das ist der Luftball. Können wir den Hals noch vielleicht ein bisschen mehr eng machen. So. Und dann wird nach hinten der Stock gemäht. Voilà. Und dann nehmen wir das Messer und dann schneiden wir ihn rauf. Das ist schon nicht so weit. Also der Basiskörper vom Filchen, die wird da geholt und dann machen wir einen Schwanz und einen Peif vom geholt, wo die Peif dran gemäht wird. Du hast den Schwanz schon so weit fertig und das muss dann eine Masse sein, die durchgehen, sonst kriegen wir hier nicht Pfeifen. Das hat früher lang gedauert, für einen Pfeifen zu kriegen. Das geht heute an ein paar Sekunden und dann machen wir den Schneewell, so sehr geht. Das ist ganz einfach, wenn weiß, wie es geht. Voilà. Lo ist dann wie ein kleines Puppelchen, ganz mir von Müll, und dann ist es ein bisschen kommunalisch. Das geht gemäht, wenn du Leder hat. Das allererste, was du gemäht kriegst, als der Stempel, wo nämlich ein ungeschriebenes Gesetz zum Ausbild von die Fehlerchen oder die Sachen, die gemäht gehen, neuerdings, wenn sie mit dem Ausbild gemäht gehen, aber wenn sie gemäht sind, da kriegen sie Stempel, wo drauf steht, echt Ausbild. Und die kriegen den Luft allererst. Da hinten dran. So, da hast du dann gekennzeichnet. Dann kriegt sie ein Guckelchen gemäht. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Das ist ein einfach Bull mit einem Lach dran. Und dann machen wir hier Nummer 1. Und hier Nummer 2. Da gesagt schon ein Filchen aus. Und wenn man noch Pfeif gemäht wird, dann ist das Päckfilchen. Und das geht mit den Apparaten ein. Das ist einfach eine kleine Rohr mit einem Null dran. Da kennt das Allerwichtigste. Das ist der Teil. Das ist ein Stück Quatsch beim Holz von Ausbild. Muss von Ausbild sein, das pfeift nicht. Das wisst ihr ja. Und dann ein bisschen nass. Und dann und da pfeift oder pfeift nicht. Meistens pfeift. Voilà. Und dann kriegt er ein Zweitäschelchen hier. Und dann muss er schon nettliche Utensilien haben, so wie beim Zahndoktor. Hier, da ran. Und da pfeift ein Dürbel. Und da kriegt er, wenn er ganz froh mit der Masse, da kriegt er manchmal ein Blümchen drauf. So, dann ist er mehr fertig. Ja, für dass die Fehlerchen auch nach schön ausgesehen, müssen sie eine Glasur kriegen. Und da haben wir ein Pursysteme. Die eng, die malen sie mit dem Pinsel, die anderen zappen sie an die Glasur. Ich weiß nicht, ich habe ein System, ich spritze die Glasur drauf mit einem Pistolet. Dafür wird für die Glasur, wird man als Puder kaufen, abgereiert. Die Glasur, die geht an de Pistolet geschott, die sieht sich als Ball flüssig, so wie Rahm ungefähr. De Filchen ist also so gespritzt gehen mit der Glasur. Und dann geht es eine zweite Kehr an den Ofen. Und wir werden, bis das rauskommt, da sehen wir den schönen Unterschied aus einer am Anfang eine Farbe, die nicht ganz viel sieht, also ganz schönen Filchen entstehen.